man ist sauber beidelt. Oh, jetzt kann ich ein bisschen Kotze. Naja, was soll's. Ich merk's. Ja. Da hier mein Brunst. Ja. Und wenn dann der Finger am Arsch ist, Ja. weiß ich gar nicht. So, grüß euch beieinander. Seht an meinem suffisanten Grinsen. Also mich gefreut, dass uns alle so auf den Leim gegangen seid. Ja, Gell? da hat's voll drauf reingefallen. Ja. Aber man ist sauber beidelt. Prost erst einmal. Prost. Heute nur Kaffee, weil bei uns heute noch brutal asozial die Seitenspiegel verstehen werden. Wir sind heute nämlich im Tanzhaus Treffer. Ja. Also eigentlich waren wir dann offiziell vorgestern da. Ja. Also on the Friday. Und da spielen wir erst um 11 Uhr und wenn wir halt dann am Abend ankommen und erst um 11 Uhr spielen, dann Ja. gell, da kann schon mal passieren. Und dass man einen trinkt, ja. Noch kurz vorweg, nächstes Jahr im Januar haben wir noch 2 Gigs. Einmal in Geislingen, im MIF. Wer Los Brutalos für sich alleine haben will, der sollte da auf jeden Fall mal hinschauen. Ja, Weil wer nicht, sage ich mal, im Gedränge untergehen will, Ja, weil das in Baden-Württemberg. und dann interessiert sich kein Schwanz für uns. Nein, das haben wir eigentlich nur, weil da unsere Späßel von Deutschrock asozial sind und die mich gefragt haben, ob wir mal wieder einen spielen. Und haben wir gesagt, natürlich. Freilich, also es ist eigentlich mehr so ein bisschen bezahlter Saufausflug Ja. für uns. Und was das Coolere ist, wir sind noch in Österreich irgendwo. Schaut auf unserer Homepage nach. Ja, wir haben nämlich keine Das Ahnung. wo wir Goldberg heißt das Hotel. Das ist, glaube ich, in Kitzbühel da in der Nähe. Oh, jetzt kann ich ein bisschen Kotze. Naja, was soll's. spielen. Ich merk's. Ja. Hui. Darf ich? Sag Ja, einfach, ich wenn's- habe überlegt, ob ich kotzen muss. Nein, es Und? geht. Ich glaube, es Hast du geht. schon entschieden? Ich habe mir übrigens voll gesagt hier, also für die wenigen, die es mit Video schauen, ist mir sau peinlich. Na, Aber was ist machen? Wusstest du, dass die sogenannte Turritopsis dorni, auch als unsterbliche Qualle bekannt, ihren Alterungsprozess umkehren kann, um wieder in ihr Jugendstadium zurückzukehren, wenn sie verletzt oder gestresst ist? okay. Das bedeutet, die ist ja dann wirklich unsterblich, oder? Na, wahrscheinlich. Werden dann so eine Quallen mit großer Wahrscheinlichkeit auch aktiv beforscht, oder? Wahrscheinlich, Schätze ja. mal, damit wir auch vielleicht wieder jünger Na. werden. Wisst ihr zwar nicht. Also jetzt ist, ich finde, das ist das perfekte Alter. Ja, grad. na. Also ich habe nur die Energie von damals, aber Ja. halt auch die Weisheit von einem sehr alten Typen. Ja, also praktisch, weil die Qualle wird dann nicht mit den 30 zum Rennrad fahren oder Triathlon anfangen. Nein, wahrscheinlich Oder nicht. sie so eine Siebträgermaschine kaufen. Ja, sondern kurz davor wird sagen, Ja. bis hierhin Ja, lieber wieder und zurück. nicht weiter. Ja. Was ist für die somit das Beste, schon so alt zu sein? Also für mich ist es, dass man Zipfe, also die Eichel ist ja schon sehr, sehr alt, logischerweise, und ich spüre halt nichts mehr da. Nein. Das bedeutet, ich kann jetzt statt wie früher 10 Sekunden, also ich den jetzt wirklich vom rein rausdenke, kann ich 30 Sekunden schon, Ja. wenn ich vorher schon zweimal gekommen bin. Ja, schon, ja. Und wenn die Finger arschtechnisch, Ja, wenn ich mein Arsch fingertechnisch verschont bleibt. ja, weil Sonst sonst habe ich so einen Prostatauorgasmus. ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann hier, wie nennt man das, was Frauen da haben? Suchzeug. Suchzeug, Brunzer. Brunzer, Ja. hier ihr Brunzer, hier mein Brunzer. Ja. Und wenn dann der Finger am Arsch ist, Ja. brauche ich gar nicht losfahren. Da ja, lassen genau. wir es gut sein, ja. Wochenrückblick. Ja. Ja, lass uns ein bisschen über unsere großartige Promo-Aktion Ja. reden. Wie war es für dich? Wie war so das Feedback? Das Feedback war, glaube ich, so durchgehend positiv, zumindest das, was wir gekriegt haben. Ja, Ich schätze, die anderen Leute, die werden halt einfach nie wieder Los Brutalos hören und still Ja. und heimlich sehr beleidigt sein. ja, Aber ich glaube, dass die meisten schon verstehen und ich hoffe, dass das auch zu schätzen wissen, dass wir uns ja Mühe gegeben haben bei der ganzen Aktion. Das war ja zeitlich und vom Kopf her Aufwand und auch finanziell hat uns das ja auch was gekostet. vor allem, ich Also habe ja was- oft selber gar nicht gecheckt, sind das Ja. jetzt wir? Ja, Oder haben wir wirklich einen Scheiß gebaut? Ja. Weil die Schauspielerin so gut waren, Ja. die Vanillin. muss man ein Lob aussprechen, die hat das, anscheinend macht er das beruflich. Okay, ist die Frage, spricht man Lob für die Schauspielerin aus oder für den Regisseur, der es engagiert hat, der es ausgesucht hat, der es perfekt besetzt hat? Ja. Das ist die Frage, wessen Leistung ist wichtig. Ja. Gell? Du willst die Nette haben am Anfang. Wollte ich nie, als die Vanillin da war, wollte ich keine andere mehr Ja, haben. das stimmt, ja. Die anderen waren Müll gewesen. Machen wir uns nichts vor, falls ihr das sagt, sie hätte es null passt. Ihr wart nur günstig. Ja.
Nein, aber das ist nett für die Rolle. Ja, er war wirklich zu viel Also aber das zu zu wenig bissig. ja, zu positiv gewirkt. Was jetzt natürlich für die Wendele wahrscheinlich ein Schritt zum Hören war, aber Ja. die wird den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Doch, denke ich schon. Ja, Bin mir sogar sehr Ja. sicher. jetzt wo es Fan ist. Ich war wirklich fasziniert, wie viele Leute uns erstens verteidigt haben. Ja. Und zwar aufs Blut verteidigt Ja. haben. Das habe ich sehr, sehr geil gefunden. Ja. Aber eben auch, ich war sehr überrascht, auch wie viele trotzdem versucht haben. Also manche waren einfach nur neugierig und haben ihr geschrieben. Ja, Viele checken übrigens immer noch nicht, dass wir hinter diesem Account stecken. Ja. Also schreibt ihr da keine unangenehmen DMs, die kriegen wir. ja, Die Vanillin hat nur die Videos geschickt. Ja. Also auf Anfragen, wie kommst du auch aus München? ja. Oder- Weiß ich auch nicht, ob ist das einer von unseren Follower? Das weiß ich nicht. Nein, das klingt irgendwie so nach einem sehr alten Typen. Muss ich mal Oder schauen, was das ist. mein Flirt-Account. Ja, stimmt, ja. Wie heißt der Flirt-Account? Kidrap. Aber mit E geschrieben. Oh, das jetzt haben wir die geschrieben, oder? Das geht nicht. Man kann nicht mit E schreiben. Ah, scheiße. Der voll blöd. Nein. Kidrap 42 dann. Ja, okay. Ja. Wegen der alten Schule. Ja, genau, ja. Ich weiß, Was mit nein, 41? ja, schon, aber ich weiß. Weißt du, Ja, mein Pseudonym boah, das ist so klug, ja, Alter. dass wir nicht draufkommen. Oder 14, das war noch schlauer. Ja, auf jeden Fall haben viele halt auch gefragt, ja, ob alles gut ist bei ihr und bei ihrer Freundin und waren wirklich auch interessiert, Ja. was da so abgegangen ist. Aber die meisten haben dazu, also ihnen ist wichtig zu sagen, sie sind schon auf unserer Seite, auf was brutal, aber wenn irgendwas war, dann soll sie es doch bitte sagen. Ja, ja, ich glaube, das hat dann schon ein paar Herzen brechen, wenn sie feststellen, dass hinter dieser asozialen Fassade also wirklich asoziale Menschen stecken. Ja, schon. Was schaust du? Ei. Scheiße. Scheißdreck, Entschuldigung, aber das ist Ja. der Kameramann in mir, gell? Na, Der kann da nicht raus. Ich hab schon gewundert, warum es so hell ist na, hier. aber so eine Aktion kannst du ja nur bringen, wenn du reinen Herzen bist. Ja. Von dem her. Ich glaube, deswegen ist es mir so Das war leicht zumindest gefallen. was Vergewaltigungsvorwürfe okay. Ja, alles andere. Sonst haben wir Dreck richtig am viel Stecken, Dreck am Stecken. Jetzt bitte fangt nicht an zum Graben. Nein, bitte nicht. Also wirklich nicht, bitte. Na, Mir ist da überhaupt nicht schwer gefallen. Eben, ich glaube, Ja. dass es viel, viel schwerer ist zum Lügen, wenn du dir wirklich was zu schulden Ja. hast. Weil jetzt bin ich da gehockt, ich habe Ja. dir leider ins Gesicht gelangen und ich habe gedacht, fress das, ihr Wichser. ja, schon. Nehmt das, ihr kommt zwar nicht auf die Schwäche. Ich hätte am liebsten jeden Tag 6 Videos mit Statements hochgeladen, einfach nur um die Leute anzulernen. Ja. Das war so geil. Ja, also aber tatsächlich, wenn uns wirklich jemand an den Karren pissen darf, der nicht die ganze Zeit sein Profil teilen. Niemals. Ja, Ganz das war ja klar. eine war echt auch gut, weil die hat sich dann ein bisschen, die wollte uns helfen und hat das versucht irgendwie höflich zu machen. Die hat dann geschrieben, es ist ehrlich gesagt war es wahrscheinlich klüger, wenn wir ihrer nicht diese Plattform bieten würden. Ja. Es wirkt dann auch ein bisschen unprofessionell und hat Ja. so ein Smiley geschickt. Ja, ja, Und hat das aber sehr nett verpackt. ja, dass wir brutale Volldeppen sind. Ja, und hat halt 5 Minuten später halt wieder was von ihr teilt. sie hat es dann nochmal gesagt, also wie gesagt. Ja, du hast ja recht. Ja, Du hast ja wirklich recht. ja, naja, aber es war halt Ja. ein genialer Market. Ich glaube, in der bayerischen Musikbranche der beste bis jetzt. Ja. Ich glaube, noch keiner, die machen alle keine Promo. Glaubst du, es wäre cooler gewesen, wenn wir es länger gezogen hätten? Ich glaube nämlich minimal, ich glaube jetzt eine Woche oder so, nein, nicht eine Woche, aber sagen wir mal 3-4 Tage, wäre schon cool gewesen noch länger. Ich schaue nur gerade, weil einer was sehr Lustiges kommentiert hat, das möchte ich gerne wiedergeben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass irgendwann, also ich glaube, die Leute waren irgendwann auch beleidigt gewesen, wenn sie nicht mehrere Infos gekriegt hätten. Und ich glaube, dass irgendwann das Interesse verloren geht, wenn du das 2 Wochen siehst. Ja, aber ich hätte ja noch mehr vorgehabt an sich. Okay, Also ja. das mit der Bildzeitung wollte ich später machen, ich wollte dann einen Bildbericht noch feigen. Ja, Dann hätten wir natürlich die Aufnahmen dann hätte ich nur eine Aufnahme gemacht, wo sie das Treppenhaus runterläuft. Also Ja. ich hätte schon ein bisschen, war schon noch was da gewesen. ja, Und vor allem jetzt, ich meine, du musst dir leider ein bisschen Zeit geben, dass sie eine Dynamik entwickeln. Und jetzt haben wir ja ein bisschen zu früh angeblich veröffentlicht. Der Duffermann oder Duffman, keine Ahnung, schreibt,
unter das Auflösungsvideo, ach crazy, wollte schon das Battle vorbereiten. Dann habe ich gefragt, ja, gegen uns oder gegen die Lizzie? Dann schreibt er, ja, gegen Los Brutales. Aber im Ernst, ich bin froh, die Story jetzt erst mit kompletten Abschluss mitbekommen zu haben. Bei manchen Themen neigt man einfach schnell zur Solidarisierung. Bin gespannt, was noch so geplant ist. Verstehe nicht die letzte Aussage, was hier noch geplant ist. Das Video ist draußen, du Hast du es Trottel. nicht gecheckt, hä? Ja. Du niemand. Jetzt kannst du uns dissen. Ja, Nein, Duffman. Ja, er ist bei Diltilly. cool. Sehr klar. hab ich Das ist gesehen. glaube ich, die unbedeutendere von beiden Rap-Plattformen. Verglichen mit Rap am Mittwoch oder was gibt's noch? Tiesto, Takeover, ja. Ist das bekannt oder wie? Ja. Ich, Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, was mittlerweile ist. Ich glaube mittlerweile ist insgesamt ist das wieder ein bisschen nischiger geworden, das ganze Battle-Rap-Ding. Weil es auch, ja, sie ja, glaube ich, irgendwann, glaube, der hat 2 Abnutzt. Follower. na, 820. du, das ist gewiss ein guter Rapper. Ja, ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Mich nicht. Ein, 2 lustige Sachen hat er drin. Ja, Aber ich mag es halt nicht. Also, er ist sehr klar, wie gesagt, und das nervt mich. Und Ja. es ist halt noch ein kleiner Mensch in unserer Umgebung geben. ja. Das bin ich. Gut, das ist ein Preis, oder? Ja. Ja. Nein, es hätte mich sehr amüsiert. Hätte keine Antwort gegeben, weil, warum? Also, Ich glaube, ich hätte Vanillin Zeit dafür, dass sie ja, stimmt, ja. zurück ist. Das Ja. war es mir schon wert gewesen. Na, Jetzt können wir es ja Weil- sagen, Vanillin, also wir werden die nicht zahlen. na, Weil wir haben jetzt das Material, wir brauchen es ja nicht mehr. na, Das bedeutet Buyout oder sonst irgendwas. Scheiße, ich lösche den Account, ich sage, ich habe nie was von dir gekriegt. na. Punkt. Red mit unserem Anwalt. Ja, viel Glück. Wir haben nämlich keinen Anwalt und Nein. das ist halt dann schwierig, den Anwalt zu finden. Na, Ja, nur, dass du das einmal gehört hast. Wir haben eigentlich nur ein Statement vorbereitet, wo wir eben sagen, was wir noch so alles vorhaben und bla bla Dings, aber das ist so lang geworden. ja, Das ist so wahnsinnig lang geworden. Jetzt schauen wir mal, ob es der Kitty noch schön zuschneiden kann. Ja. Oder ein paar die goldenen Momente rausnehmen. Aber für die treuen Podcast-Hörer, also der Plan ist, dass wir dann für nächstes Jahr, also es ist ja so, dass es durchaus sein kann, dass sie die eine oder andere Frau, die ja wirklich derlei Erfahrungen gemacht Ja. hat, angegriffen fühlt durch den muss ja nicht mit Promo-Move. einer Band sein. Nein, kann ja alles Mögliche. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht, haben wir gedacht, also wieder gut machen. Der haben jetzt aktiv was für die liebe Frauenwelt. Ja, Und wir werden nächstes Jahr ein reines Frauenkonzert veranstalten. Müssen wir eine coole Location finden. ja, Also München und Umgebung wäre schon ganz schon geil. besser, ja. Und halt dann auch relativ früh, dass nicht so sehr im Backstage zusammenfällt. Ja. Also relativ früh nächsten Jahr ist ein reines Frauenkonzert, aber eine traute Runde, sodass man sich dann nachher kennenlernen kann. ja. Oder Dass man auch Backstage Dass wir mal vorbeischauen Backstage, dass wir immer mal schauen, dass wir dann, ja. Und wir haben das Hotel auch direkt daneben dann, Ja, schätze schon. ich mal. Und halt zur Sicherheit einmal ein großes Zimmer, Ja, eine wo Suite. jeder, eine Suite, aber mit abgetrennten Räumen Ja, nein, und sehr viel Gleit. Gel. Gel. Ja, da bitte ich dir ein bisschen was abgeben. Ja. Aus seinem Vorrat. Und sämtliche Einnahmen Ja. dieses Konzerts werden wir spenden an eine Organisation, die Frauen, die in dieser Situation eben waren oder sind, unterstützen. Sabrina hat dafür was rausgesagt. Okay. Weil das ist ja unser, weißt du, gell? Die kennen sich mit Frauenzeigel aus. Mhm. Sowas, ein bisschen zumindest. Na, Und ja, deswegen weiß ich es jetzt nicht auswendig. Ich hätte es vorbereiten können, habe ich jetzt nicht. Was soll ich machen? ja, da gibt es also Internetseiten, wo die ganzen Hilfsorganisationen anscheinend. Ja, und dann suchen wir da was Schönes aus. Vielleicht noch einer hat schon drunter geschrieben, es wäre cool, wenn die Fans da auch mitmachen könnten. Also was spenden. Ja, können wir schauen. Ja. Wenn wir schauen, weil es mir ja lieber, Ja, wenn andere mehr spenden, dann müssen wir nicht so viel spenden. ja, aber auf dem Scheck steht trotzdem ja. Los Brutalos. Ja, hier Los bei Brutalos. der Übergabe so einen großen. Genau. So, nein, das machen wir nicht pressewirksam. Nein, Das, 600 Euro. das passt schon. Komm, machen wir jetzt kein großes Ding draus. Und dann sagen sie, ja, der Scheck ist ein Pappkarton, den kann man nicht einlösen, Bruder. Ja. Und sagen, Ja, sag ich, okay, und jetzt? so Dagobert Duck drauf oder so. Ja. Ansonsten, was gibt es über die Promo noch zu erzählen? Song ist draußen, Musik Song ist ist draußen. draußen. Richtig geil waren. Streamt den Song. Also ein Song, den ich wirklich gern her. Ja, Die Leute, die im Tanzhaus-Treffer waren, wir haben ihn gespielt, glaube ich. ja, Wir entscheiden uns manchmal um, also vielleicht haben wir ihn nicht gespielt. ja. Ich mag, okay,
Was magst du an dem Song? Was ist der Lieblingsteil im Video? Ich habe einen klassischen Lieblingsteil. Ja, der Schluss wird da jetzt am meisten ab. Liebe, es wird dann alle im Kreis tanzen. Ja. Also da übertreffen wir uns auch schon wieder an Ekligkeit. Ja, auf jeden Fall. Der Fabi auch wieder richtig, also sowohl der Harry als auch der Fabi richtig. Der Harry wird es ihm am Stuhl ficken lassen. So gut, so gut gemacht, wirklich. Ganz fein. Da hat er sich eingefühlt in die Rolle auf jeden Fall. Ich glaube echt, dass es richtig gefühlt Jetzt können wir auch darüber reden, dass wir ja demonstriert haben in Minga, eben dafür, es okay ist, schlecht im Bett zu sein, und das war schon sauwitzig, also weil die Leute da geschaut haben, weil ich glaube, die haben gar nicht gewusst, was los ist. Nein. Ich glaube, es wäre der Seiten, gut, ich bin nicht oft genug in Minga, um das fundiert behaupten zu können, aber ich schätze, es wäre Zeiten für so einen Schmarrn demonstriert in doch okayer Größe, sage ich mal. Gleich waren doch so 30, 40 Leute, die dann da durch den Stachus marschiert sind. Was wir nicht dürfen haben. Ja. Also wir haben eine extra Drehgenehmigung gehabt, um in so einer Seitenstraße zu drehen. Da sind die meisten Aufnahmen entstanden. Ja, aber sind dann auch durch den Stachus dann auch, wo wir alle schon angesoffen waren, marschiert, weil es uns egal war. Ja. Und es waren schon sehr viele belustigte Blicke, kann man schon so sagen. Auf jeden Fall. Weißt du, was mir gerade kommt? Der Tom hat ja... Wer hat das geschnitten? Der Tom, gell? Ja. Der hat ja die Leute gar nicht geblurrt. Die Passanten. Ja, das ist so unscharf. Also einer nicht. Okay. Der von der Seite? Ja. Ja gut, das erkennt kein Sau nicht. Naja. Schauen wir mal. Ja. Dann darfst du halt nicht am Stachus rumlaufen, wenn es nicht gefüllt werden willst. Nein, stimmt, ja. Der Tag war allgemein sehr amüsant. Also der Kid Rap ist mit einem extra Auto gekommen und hat nach 10 Minuten entschieden, dass er das Auto in Minga stehen lässt, damit er auslaufen kann. Ja. Sabrina war Fahrerin, danke an der Stelle, das hat sehr geholfen. Ja. Und weil es noch nicht gereicht haben dann der Kid Rap und ich hier noch halbwegs gesoffen. Vielleicht auch 2. Ja. 3. Schön was. Eigentlich wollten wir eine trinken und dann hast du mehr. Ja, du hast beim Würfeln wieder verloren. Ja. Oder bei irgendwas, weiß nicht, Münz. Ja, ich glaube, oder das. Irgendein Glücksspieler. Ich verliere immer beim Glück. Ja. Was so ist. Genau, ja, sonst, ich war in London, das war noch, ist nicht so viel Spannendes passiert. Bin ein London-Fan, falls du mir da hinkommst und viel Geld übrig habt. Geile Pubs auf jeden Fall. New York hat viel von London geklaut, wie ich festgestellt habe. Schon, oder? Ja. Also nicht nur die Ortschaftsnamen und Parknamen zum Großteil, sondern ja viel von der Architektur. Auf jeden Fall merkt man schon, dass viele Engländer auf jeden Fall in London am Start waren. Ja, in New York. Ja, genau, ja. In London im besten Fall auch. Ja, da sind auch sehr viele Dinge. Ja, ich mag diese Pubkultur. Ja. Was auch echt krass, also es ist in Minga ja ähnlich, dass viel los ist, aber nur an gewisse Punkte, und in London war irgendwie überall was los, also waren überall viele Menschen. Vielleicht auch wegen der Weihnachtszeit. Ja, kann sein, ja. Du hast gesagt, da haben sie richtig stark. Ja, schon, die haben alles richtig schön dekoriert, auch sehr übertrieben, sehr kitschig. Mag ich. Aber nicht so amerikanisch kitschig. Also die Londoner haben insgesamt die Leute haben sehr Stilvoll viel Stil. Kitschig. Ja. Okay. Aber die Otzang sind, wenn man vorkommen, wie ein richtiger Penner, weil die, so kannte man sich immer war. Ja. Wenn man vorkommen hier, weil ich bin ja Modemogul mit dem Zeug, weil ich keine Dinge habe, keine Salomon-Schuhe. Ja. Wobei es hier wahrscheinlich zumindest, sagen wir mal, hier in der Umgebung eher gerügt wärst dafür, wenn es keine Salomon-Schuhe hast. Schon, ja. Was man dazu sagen. Ja, vielleicht den Peaky Blinders Look rocken. Ja. Ich glaube, steht uns mit unseren Figuren besonders gut. Ja. Ja, da war ich begeistert. Auch sehr höflich, die Engländer. Also klar, anscheinend haben die einen kompletten Identitätswechsel, wenn sie auf Malle sind. Ach so, gut. Ja gut, ich habe letztens, als du Zeit hast, habe ich darüber nachgedacht. Ich meine, die Briten sind ja einerseits für eine wahnsinnige Höflichkeit bekannt, aber halt auch dafür, dass die asozialsten Hooligans überhaupt sind. Also ich glaube, da gibt es auch nur 0 oder 100. Ja, schon, Es gibt die gut erzogenen Briten und dann gibt es die Hooligans. Ja. Und die auf Malle sind wahrscheinlich die Hools. Ja, oder halt, wenn die besoffen sind, vielleicht saufen die Engländer. Ja, wohl, das saufen die Pubs haben schon immer gesoffen. Ja. Ich habe mir auch gerade überlegt, weil du gesagt hast, die Pubkultur ist cool. Ich meine, ich finde, wenn ich an Pubs denke ich in erster Linie immer an Irland. Ja. Oder Schottland oder sonst was. Vielleicht ist es so, dass die irische Pubkultur noch mal ein bisschen bekannter ist, weil du halt in Dublin nichts anderes machen kannst. Ja, also wo wir da in Dublin ja so rumgegangen sind oder so, war ja alles andere außer die Temple Street, das ist ja für einen Arsch. Ja. Also kannst du komplett in die Tonne treten. Richtig hässlich. Ja. In London gibt es schon viele Orte, wo es irgendwie was Cooles gibt. Bars an, die du halt dann auch einfach mal anschaust und dann gehst du wieder, wie in Big Ben oder so, oder Birmingham.
Da radel ich einmal vorbei, Ja, mache ein schon. Foto vom Schau die Typen direkt. mit dem lustigen Hut an. Richtig. Ja, also Servus, Schweizer Garde, was geht ab? Und der sagt nix, sagt du, hey, du Arschloch. Step away from the Queen's Guard. Ja, Ja, da ich gerne meine schmieren, Ja. so richtig an die Pfeffern. auf jeden Fall. Aber die schreien so laut und dann Ja. die Angst und dann denke ich mir, scheiße, jetzt nicht machen sollen. Na, Und die haben überall eine Bayonetts und Ja. zack, bin ich weg. ja, sogar ist er marschiert. Ja, die marschieren so dumm. Ja, Aber es schaut irgendwie geil aus. Ja. Ich bin mir unsicher, wie ich ja. es finden Das soll. ist halt so unnötig, das Ganze. Ja. Na, Ski im Stechschritt, Ja. glaube ich. Das hat schon Stil, ja. auf jeden Fall, ja. Ja, letzte Musikvideo haben wir Haben wir schon geredet. oder? Kalberbrei, noch, aber gibt es nicht so viel zu Nein. erzählen dazu. So haben wir schon. Was sagt denn die Uhrzeit, weil wir müssen bald Mittag machen? 12 gleich. 12, wie lange laufen wir schon? 20 Minuten. Ja. Okay. Ja, ist die Frage, sollen wir heute einen kurzen raushauen, weil wir einen Auftritt haben? Was ist denn das Thema der Woche Das vielleicht? Thema der Woche war eigene Musikvideos, wie kommen die zustande, Ja, woher die Ideen, wie laufen die Drehs, auch Postproduktion, wieso macht ihr das selbst? Ja, können Okay, wir schon behandeln. Ja, eigene Musikvideos. Meine Ansicht ist es so, dass wir halt einen Song haben, der ja meistens irgendein Thema hat und dann ja, überlegst, was kannst du jetzt coolste für machen. Bei Schlecht im Bett waren es beiden relativ schnell klar, dass wir eine Demo haben wollten. ja. Das haben wir so, glaube ich, sogar unabhängig voneinander. Ja, ich gesagt, dass ich mir das so vorgestellt habe bei dem Refrain. Mhm. Am Anfang bei dem Im Bett bin ich schlecht, doch das ist mir recht. Ja, das war die Grund. Ja. Aussage, ja. Eigentlich haben wir für Schlecht im Bett wollten wir noch 2 weitere Aufnahmen machen, aber war gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil Ja. das Video funktioniert so auch sehr gut. Wir wollten Ja. einmal noch, wollten wir eben wieder eine hübsche junge Dame mit ins Video holen, die es dann eben sie auf dem Bett räkelt, während wir außen rumgehen und halt komplett versagen bei der Fickerei. Ja, Und dann noch die Szene mit dem einen Auto, wo wir einen Sonnenuntergang Ja. fahren, aber ich jetzt weiß nicht, war ein Schmarrn. nein, da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, Ist ja trotzdem ein cooles Video, war trotzdem aufwendig. ja, Also, schon. ja. Vor allem was Leid angeht, waren ja schon einige am Start. Für das kein klassisches Party-Video ist, Ja. weil normalerweise braucht man da immer nur die vielen Leute, die im Hintergrund ein bisschen rumhampeln. Wir haben jetzt schon oft mit Leuten draht, finde ich, also mit Fans. Ja, Aber und die waren eigentlich immer alle mega entspannt, aber Ja. die waren schon irgendwie schon besonders. Weiß ich, da war reine Männergruppen, es hätte immer was anderes gegeben. ja, wir haben es ja schon vorher gesagt, dass Humor haben müssen und Ja. dass sie entspannt sein müssen und über sich selber lachen können. Und dann war ja schon klar, dass wenn jemand jetzt halt einfach nur so vorbeikommen will, der wo mal im Video rumsteht will, dass der halt dann nicht kommt, Ja. weil es ja dumm wäre. Also es sind ja Leute gekommen, die wo bereit waren, sich behindert darzustellen. Ja, schon. Also waren schon die richtigen da. Ja, schon. Und da da jeder performt, oder ist er immer wilder geworden, je höher der Pegel geworden ist. Ich glaube, manche waren aber auch Fahrer und haben behinderte Sachen gemacht. Ja, also von dem definitiv. her. Einige da das sogar. Ja, aber lustige Truppe, hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht einfach mal so wieder mit einer nach Menga. Ja, Ich weiß nicht, ob man immer demonstrieren muss, aber ja, wenn schlecht im Bett 1 Million YouTube-Streams hat, dann können wir eine kleine Party machen. das ist eine gute Idee. Ja. Hoffentlich kriegt es. Ja. Ja, schauen wir mal. Ja, woher die Ideen? Wie gesagt, das fällt dann ist, einfach ein. ja, das ist wie wenn also das ist eine Frage, die kannst du, finde ich, in keinem Ja. kreativen Prozess beantworten. Du lässt Nein. dich oft inspirieren, unterbewusst. Ja. Manchmal siehst du aber ein Video und denkst, oh geil, den Teil aus diesem Video, da ich auch gerne mal machen. Ja, Wir laufen die Drehs ab, immer sehr unstrukturiert bei uns. Man muss ja dazu sagen, also warum machen wir es selber, steht da, wir haben eine Filmproduktion, Ja. das ist ja unsere andere große Leidenschaft und unser anderer Beruf. ja, Deswegen war es ein Schmarrn, das irgendwie eine Tool-List zu geben. auf jeden Fall, ja. Die Vorproduktion dauert halt immer lang, vor allem so, was wir aktuell machen. Früher sind wir auf ein Feld gegangen und haben mit einem sehr schlechten Camcorder draufgehalten. Ja. Und jetzt brauchst du immer Statisten, du Ja. brauchst die Drehgenehmigungen. Du brauchst Locations jemanden, und- jemanden, der es filmt und nicht Ja. einen Chris, der dann. Ja. Was hast du? Location, Catering. Catering. Das ganze Zeug, weil ihr sauft über die Arschlöcher. Ja, eventuell noch ein Sponsor, Partner. All das. Ja, All das. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so wir sind für dieses Video unterstützt worden von Ivo einen kurzen. ja. Ähm, Haben wir da hinten irgendwo. ja, Wer gerne so ein Likör mag, ein kleines Likörchen, ein bisschen sauer, mit einer leichten Vanillenote, kann man echt saufen, dann holt euch da mal eine Kisten
Ja, Oder zwei zwei. am besten. War wahrscheinlich gescheiter. Aber die haben auch gesagt, dass wir es nochmal verlinken. Ja, Also, ich hab gesagt, ich rede mit dir. ja, Aber stand nicht im Vertrag. stand nicht im Vertrag. Und mein Motto ist lieber immer weniger. Ja, das ist ja, sonst dann wirkt es ja nicht so aufdringlich. Ja, schon. Ich finde dass wir das in den Videos recht subtil gelöst haben. Ja. Ja, hat aber gut reingepasst tatsächlich. Ja, Also das wirklich. war ein Sponsoring, das nativ war. Ja. Natürlich. Ja, für die Leute. Ja, ich weiß schon. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was? Du lachst gleich mal wieder. Das mal wieder und so. Ja. Ja. Ja, und dann treibt man das Ding. Und dann lässt man es erst einmal eine Woche lang liegen. Ja. Wenn man keinen Zeitdruck hat, überspült es irgendwann. Die Trap und die beweihräuchern uns erst einmal selber, weil wir wieder so asozial geschaut haben. Oder Ja. weil, dann streiten sie mal drüber, wer noch ekliger schaut. Ja, Meistens beide. na, gut, ja. Dann wird es geschnitten. Macht meistens ich. Dann ist es relativ schnell fertig. Wenn es wer anders schneidet, dann dauert es immer Jahre. Ich habe echt schon lang nichts. Also, ich glaube, Los Brutalos Video, weiß nicht, was das letzte ist, das ich geschnitten habe. Ich glaube, das letzte, das. Augen, oder? Ah, da habe ich auch einen Rohschnitt gemacht. Ich finde, du hast das Intro gemacht. Ja. Was haben wir so rausgebracht? Nein. So viel. Ja, schon echt sehr viel. Ja, Ja, und sonst schneidet es halt Tom oder Sabrina. ja, Wir machen das ganz gut, brauchen halt. Tom ist ein bisschen schneller, aber halt voll geschlamperter. Sabrina braucht 4 Jahre. ja. Und wäre trotzdem scheiße. Nein, geil. Ja, nein, die kriegen das schon mal. Die macht einen Spitzenjob. Weiter so. Tom und ich haben wirklich streiten müssen wegen dem Grading, Ja, weil er da ein bisschen zu experimentell unterwegs war. Ja. Aber da hat er seine Watschen gekriegt und jetzt Ja. ist alles wieder Ciao. gut und ein tolles Video. Weil na, ja, mehr kannst du jetzt dazu eigentlich nicht sagen. na, Richtig beschissenes Thema, finde ich. ja, Klasse. bestens. 5 entweder oder. Los Brutalos Favorites. Ja, Sagen wir 3, oder? Was sind deine 3 Lieblingsmusikvideos? von uns. Ja. Auf Platz 1 immer noch Bauwagen. Das mag ich einfach am liebsten. Vom ganzen Vibe her, von der Idee. Ist schon sehr unnötig. Ja. Ja, ich bin immer Fan davon, dass wir videotechnisch immer relativ Gas geben, obwohl der Themen, sag ich mal, dass wir immer relative Vollbauern oder ja, sowas wie Leberkäse versuchen, so cool wie möglich darzustellen. Und das, glaube ich, gelingt uns immer relativ gut. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten, was finde ich noch gut? Ja, Leberkäse ist auf jeden Fall ein Klassiker. Das habe ich mir Ja, gedacht. schon, Das war ja so klar. Ist schwierig, ja. Sonst vom Vibe her, glaube ich, da die dann feiern oder Meister Eder noch nicht mehr. Ich glaube, du vergisst ein sehr wichtiges Video. Auf geht's. Na, Bart. Ach so, Barz, ja, Das, stimmt. schon, weil das ja. hat halt, es ist halt von, also da war halt das Ganze drumherum so krank. Erstens mitten in Corona Na, und dann auch die Leute alle halt wirklich Sternhagelvoll. Der Almer hat gar nichts mehr checkt. na, Der Lotus hat gar nichts mehr checkt. na, Also irgendjemand hat einfach vor irgendeiner Zeit geschissen. ja. So gut. Ja, so Klassiker. gut gelöst Ja, ist. es gibt ein paar gute. Ja. Bayern ist auch vom Look her echt cool geworden. Ja. Und auch vom ganzen Vibe. Was haben wir sonst noch? Gut, weiter hat irgendwie was vom Thema. Und vom Ja. Hast du Meister Eder genannt? ja, Echt? ich mag das gerne. Echt, das finde ich mit Abstand das Schwächste. Okay. Aber ich mag den Song gern. Aber das, also, es hat einen guten Vibe an sich. Na, Aber, also, allein die Bausteilaufnahmen schon so, ja, keine Ahnung. Ich finde, das ganze Video wirkt für mich, als wäre es am Handy drauf. na, Aber ja, es hat trotzdem einen guten Vibe, muss Ja. ich jetzt auch dazu sagen. Und ja, gut, weiter, das hat auch, weil man 4 Stunden braucht, bis das Feuer war. ja, Das war echt kalt. ja. Sonst weiß ich. Ja, gut, Stravanzer mag ich auch gern. Ja, scheiße. Eigentlich habe ich keine, ist schwierig, Ja. Favoriten zu nennen. Aber schlecht im Bett natürlich. Ja, Nein, ich darf auf eins wegen dem Drumrum. Bart trotzdem da. Ich mag Bart sehr gerne einfach. Leberkäse ist künstlerisch sehr anspruchsvoll gewesen. Ja. Die Tür ist halt auch nicht schlecht geworden. na, stimmt. Wir haben Fuck, echt ja. viel gute Musikvideos Ja. gemacht. Also jetzt am wenigsten, wenn ich jetzt halt aufzählen müsste, also wo jetzt nicht so krass war, Stammtisch, Ja, ist nicht so das ist. sehr simpel gelöst. Hurra ist
auch okay, also für das, in welcher Zeit das entstanden ist und die Leute haben auch Bock gehabt, also ich möchte Ja. jetzt da auf keinen Fall die Leistung der Darsteller schlecht drin. Es war halt eine winzige Location, Ja, genau. und, aber hat auch Und hat jetzt passt. auch Ja. nichts Besonderes an sich. Außer Die Leute halt, die die Leute waren Darsteller. besonders. Muss man jetzt auch sagen. Na, ich glaube, ja gut, Scheiß auf morgen war so mittelmäßig. Ja, das war aber auch ein lustiger Ausflug am Ja. See, da habe ich dann einen leichten Hackel gehabt. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch haben. Feiern war auch richtig gute Stimmung. Ja, das ist von Partyvideos auch eigentlich Ich glaube auch, das dass das Coolste. eigentlich, ich glaube auch, dass Ja. das hätte jetzt auch in die Top 3 noch verdient. Ja. Ja, das ist das von die Partyvideos das Coolste, was wir haben, Ja. finde ich. Also von dem reine Party. Bauwagen Remix ist jetzt auch kein absolutes Highlight, weil halt auch an einer kleinen Ja. Location Ein Bauwagen. Ja. Bauwagen, den es jetzt nicht mehr gibt. Nein. Aber auch da haben die Leute Gas gegeben. Also da lag wenn dann nicht mehr an der Location und Ja. an der Zeit. Ja. Na, sonst glaube ich, was haben wir noch? Hackuzau nicht in der Arbeit haben wir noch. Ja, beides. Ja, aber Hakuzau ist eigentlich schon Ja, also recht. beides Frechheiten. Ja. Ja, nicht in der Arbeit ist ja okay. Ja. Aber nett, ich mag den Look unten ganz gerne fahren. Ja. Ich glaube, das war's. Oder haben wir noch? Thomas Müller. Thomas Müller Haben wir auch. ist auch. Thomas Müller hat ein paar Aufnahmen, wo ich den Look richtig geil finde. Ja, Aber ist jetzt auch keins meiner absoluten Favoriten. Aber mag ich trotzdem auch gerne. ja, schon, ja. Ja, da haben wir eine Villa gemietet. Also, Ja, ich sage, da haben wir gut Aufwand betrieben. Ja, schon. Wo waren wir dann noch? Villa, Bauwagen und auf dem Fußballplatz und in der Fußballkabine. Ach stimmt, der war auch ein witziger Dreh. Ja. Also hat mich beim Schneiden fertig gemacht, weil es Ja, so weil oft so- verwackelt war. Ja. Und fast gekotzt. Auch noch so. Ja. Wieder der Tom. 5 entweder oder Fragen. Ja, okay. Lieber nie wieder Weihnachten oder nie wieder Festivals? Ja, nie wieder Festivals. Ja, für mich auch. Lieber auf Rock am Park als Headliner oder im Olympiastadion spielen? Oh. Ja gut, ich glaube, im Olympiastadion kann jeder spielen, wenn er nicht fragt vielleicht, Wenn das Zeit, ja. wenn das zählt. Also so, wir reden von Olympiastadion voll machen, dann Ja. werde ich natürlich das Olympiastadion Ja, wählen, weil es ja. unser Konzert Ja. ist. Und ich sage, wenn wir das Olympiastadion voll machen, dann wird es auch nicht mehr schwer, Headliner auf Rock am Park zu Na, sein. glaube ich auch, da die auch das Olympiastadion nennen. Definitiv. Nicht mehr. Lieber beim Eumerer Konzert im Bikini Barts performen oder auf Ernst Rock Me auf einem Dream-Konzert? Ja, also obwohl jetzt nicht jemand bin, der wo seinen Körper gern präsentiert, glaube ich, dass nicht so rufschädigend ist und die Leute das unterhaltsamer finden. Und ich glaube auch, dass ich unterhaltsamer finde im Nachhinein, wenn wir im Bikini Barts performen und der Almerer ein Spätzl ist. Ja, vor allem musst du ja bedenken, wenn wir Ja. beim Eumerer im Bikini Barts performen, singen das 40 Leute. Ja. Und beim Dream halt 36.000 Millionen. Ja, mit Trilliarden wahrscheinlich. Bis zum Mond und zurück. Ja. Oh, wow, das ist eine richtig schwere Frage noch. Okay. Aber jetzt noch nicht die, sondern die Ja, letzte. aber ja, und beim Almerer haben wir, ist ja unser eigener Song. Ja. Also ich covert insgesamt nicht so gern, also nur wenn es wirklich, wirklich sein muss. Ja, vor allem das auf Ernst, das ist Ja. Rock Me ist schon. Ja, ich glaube, ich kann das nicht. Also ich kann das nicht, Nein, nicht unironisch machen. Nein, also also ich kann darf mich ich- nicht hinstellen. ich darf mich ja so hassen. Pum, pum. Boah, wie Ja. schüttelt's, wenn ich Ja. tot irgendwie diese Arschlöcher in Lederhosen. Na, Ja. Lieber nie wieder bayerisch reden können. Mhm. In Klammern ist es physisch nicht mehr möglich, ihr versteht es auch nicht mehr. okay. Oder nie wieder Englisch. Na, dann rede ich nie wieder Englisch. Wow. Ja, Aber du verstehst es auch nicht mehr. gut. Na, ich bin ja viel öfters da und meine ganze Karriere basiert auf Borisch. Oder Teil von meiner Karriere. Na, da tatsächlich darf ich mich für nie wieder bayerisch entscheiden, auch wenn es schwierig ist. Echt, okay. Ja, ich kann auch Hochdeutsch Musik machen. Das ist kein Problem für mich. Ich kann kein Spanisch reden. Ja, glaube das muss ich erst lernen. Ja. Englisch. Nein, also auch. ich bin. Englisch kannst du mich, Ja. das weißt. Entschuldigung, Kid Rap. Ja, wie oft rede ich im Jahr Englisch? 2 Wochen vielleicht. Ja, aber Englisch ist, also wenn du kein Englisch sprichst, sind sämtliche Reisen, die man macht, einfach unendlich schwierig. Ja. Behaupte ich, also gehen wir geht's. die ganzen Reisen durch, wie viel Spaß hätten die ohne. Für mich heißt das dann fast kein Urlaub mehr machen, außer halt Außer die in klassischen. Südamerika Ja, also. oder in andere Länder. Ja. Na,
Also, sehr schwierige Frage für mich zumindest, aber ich da tatsächlich dann wahrscheinlich aufs Bayerische verzichten müssen. Ja, Weiß gut. nicht, vielleicht treffe ich die falsche Entscheidung, man kann es nicht wissen. Ich glaube, ja, Du hast schwierig. ja Ich von glaub, deiner Oma jetzt mal geschlagen wahrscheinlich. ja, also der darf halt nicht mehr kommen, glaube ich, sagen wir mal so. Ja. Vor allem, Und ich darf halt meine Oma einfach auch nicht verstehen. ja, Das ist schon ein Problem. ja, Und die auch nicht mehr. nein, dann kannst du noch mit den Spackos hier aus dem Büro reden. Ja, stimmt. Aber auch noch mit die Ja, mit Sabrina, und Fabi. Fabi. Ja. Oder Fabi, ja, redet ja ein bisschen Ich Hochdeutsch. sag nicht, dass es keine Nachteile hat, aber es ist halt für mich, wenn das Reisen weg ist Na, und mich da verstehen, ich rede so gerne mit anderen, leider. Aber ich kann ja nicht sagen, egal. na, Ich glaube, die nächste ist für die wahrscheinlich minimal. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ja. Okay. Lieber ein Feature mit STS Ja. oder mit Falco? Falco. Okay, hast du gelesen, oder? Na, aber Ja, gut, dass für die einfach ist. finde ich einfach, also ich glaube, dass ich, also erstens kenne ich viel mehr der Little von Falco, glaube ich, wie von STS. Und ich finde ihn als Person einfach viel interessanter und viel polarisierender. Das auf alle Fälle. Ja. Ich glaube, ich darf mich auch für Falco entscheiden. Ja. Aber Aber STS eben, sind natürlich auch Legenden, also wollte jetzt nicht. aber halt auch einfach aus dem Grund, weil ich glaube, also allein mit dem Typen dann aufzunehmen und dann danach sich 40 Nasen zum Zählen, haben sie ein bisschen Hero zum Spritzen, die ganzen Kleinigkeiten, die halt so mit so einem Recording Day mit sich bringt. Glaube ich, war schon. Also die STS Und es darf musikalisch wahrscheinlich mehr Viben. viben, ja. Also Möglich, zumindest ja. mit dem Stil, ja. Aber STS war auch geil. Da leben ja die deswegen, meisten, oder? deswegen ist ja die Frage, muss ja schwer sein. Ja. Ähm, Ja, STS nicht in dem Fall. Sorry, Jungs. Aber hey, ruft's durch. Falco ist tot und Rechte an seine Refrains zum Kriegen ist echt schwierig. Deswegen, das ist doch lieber STS. ja. Ich suche gerade einen Fan der Woche raus. Ja. Und zwar ist Fan der Woche, habe ich mir gedacht, das ist die Amy. Das ist echt, wenn jemand ins Handy schaut, Ich muss sofort hol ich es auch raus und schau rein. die. Na, ich verwechsel das gerade. Ich hätte schon gemeint, dass die da auch geschrieben hat. Na, dann nehme ich nehme die Michelle. Die Michelle, ich glaube Westheide oder so ähnlich heißt, die hat, das war die uns empfohlen hat, wir sollten ja vielleicht nicht diese Plattform beten. War ein guter Hinweis. Ja. Und Ich glaube, der hat einen Beauty-Salon, der ganze. Ist das unser. Haben wir noch den Los Brutalos-Tipp? gerade nicht, aber ja doch, Secret-Tipp. Ja, genau, dann ist das da. Hat die einen? Nein, hat die einen Ja. Beauty-Salon. Ja. Okay. Über die haben wir letztes Mal schon mal geredet, glaube ich, weil der gesagt hat, der hat im Feiern-Video mitgespielt und hast du gesagt, du Ah, vermisst die nicht. ja. Okay, Die. jetzt kommt das ja, freilich. Was ist doch Ja. Muss ich nochmal schauen. Ja. Bei Gelegenheit. Wir kommen aus derselben, aus Maristor beide, deswegen kenne ich die. Gedacht, das ist eine Fremde. Also, Aber- die ist um einiges jünger wie wir, deswegen Ja, haben wir jetzt logisch. keinen persönlichen Kontakt nicht so gehabt. Aber wart's mal zusammen. Nein, Auch nicht. mit ihrer Schwester bin ich in Glas gegangen. Ah, okay. Ich bin mit so viel Leuten in Glas gegangen, weil. Ja, weil du ständig gewechselt hast. Ja, wurscht. Na Schauen wir gut, dann wieder. dann hört euch schön schlecht im Bett, teilt es. Hört es beim Ficken noch. Das tut mich persönlich. Oh, schickt uns lauter Reels, wird es beim Bumsen noch. Das war geil, ja. Aber zeigt's nur euch dabei selber. Das war voll geil. Ja. Eigentlich haben wir noch was steht die Woche an, aber ist ja egal. Ja, Ist wurscht. versteht die Woche auch nichts. Und nichts Besonderes. Also, wobei, warte, das ist doch Doch, ja, irgendwas. heute haben wir Tanz das Treffen, morgen sind wir beim Dream. Genau. Und ansonsten nächste Woche nehmen wir schon den nächsten Song fertig auf. Der ist schon, sage ich mal, bei 60-70%. Und ich muss sagen, also ich glaube wahnsinnig an diesem Song, der ist richtig dumm. Ich behaupte, das ist einer der dümmsten Songs, den wir je gemacht haben. Ja. Eine richtige Partynummer, richtig was zum. Ja. Ich freue mich mega auf den Song. Ja, der wird eingefleischte Los Brutalos-Fans werden sagen, ei, ei, ei. Was okay. Jetzt hat es da drin komplett. Jetzt haben wir wieder einen Song mit richtig verhältnismäßig viel Text gehabt, also die Parts. Schon 12 Zeilen oder so. Ja. Das ist schon viel. Nicht wenig. Meist Nicht jeder wenig. hat 4. Nicht wenig. Nein. Also es ist dreimal so viel. Ja, schon, ungefähr. Ansonsten, ja genau, packen wir's, oder? Und hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry Harry.